Kapitel 9. Ein langer Weg. Aus dem Schip ist bald ab der Atlantische Ozean weer. Kapitein Newport zeilt in het Südwesten. An der Kant bij de French en de Spaniën de lijn. 2 Wegen, nadat ze losgereisd werden, kwamen ze bald an de Canary-Inseln an, groot Westen bij Noord-Afrika. Daar hielden ze dan einmal stil, om meer wo da am Schip ab te holen für ihre Reis. Indem ze wieder Süden reisden, leiten ze dort Kalle Noord-Europa heen en reisden wieder in de heutige Gegenden neer. Zoals viele andere, John wie ook zeer veel bovenop de Schip en leidt zich dort geneten, de warme Sonne schien. Aber dort wir nicht für sehr lang. Während sie die Canary-Inseln verleuten, Kapitän Newport sperrt dort sie Wind vom Osten kriegen und boh sich irgendwie längs das Meer. Wenn der Wind nu auch ganz angenehm wird, um auf dem Wasser seilen, das Verhältnis auf dem Schip boven, dort wir aber weit aufgefahren. Das Rübeln zwischen John und Edward Maria Wingfield kirkt Eva, nachdem sie 3 Teile von den Canary-Inseln verloren wären. Die 2 Männer grinsten den ganzen Tag über, und das sperrt sich so, Maria Wingfield wird immer doller. John wusste auch, was kriegt den so euer? Dort wir wen John deut Edward Maria Wingfield nicht respekten für die Stellung, was er hier annehmen deut ab der Schip. Aber John kann das nicht halten. John glaubt, dass ein Mensch muss sich auch so abstellen, dass einer den respekten kann, aber nicht bloß, wenn er in eine große Familie geboren wäre. John dachte so, Maria Wingfield wird vielleicht in eine welche Familie geboren, aber zu ihm wie er nicht viel mehr als ein Abgebluster, was alles bis für sich selbst will. John Bartok bald an, dass Edward Maria Wingfield probt am Treten zu holen, indem er mit Wort von seinen Freunden wie Kapitän Newport rumstand und am Geschichten vertelt über John, wo John meint probt, das Schiff zu übernehmen und das selbst zu kontrollieren. Edward kriegt es auch so weit, dass Kapitän Newport John Lloyd festnehmen und ihn im Schiff anstarben. John wird aber sehr unzufrieden über diese Sache. Aber was kann er nu tun? Er wird ganz allein. John wird da und unzufrieden, aber er braucht diese Zeit, wo er da allein wird, um in sein Buch geschrieben und Noten abzumerken von alles, was er hier belebt. John wundert bloß, wo die würden in Virginia überleben, mit so vielen als hier ab der Schiff wären, wo dieses unbelehrte Kinder wären. Die Nahrung, was sie hier am Schiff hatten, dort wären heute 3 Kirchen, saltes Schweinfleisch und schwacher Wein. John, wo wir all in so viel schwierige Zeiten gewesen als hier in das Gefängnis, probt die, wo du schaffen deuten, Mut zu merken, dass sie sollen ein bisschen mehr schaffen und nicht so viel begrünzen, wenn sie Ramandash sagen. Sie fänden aus den Rut auch wir, da braucht am bloß noch mehr Feind. Schließlich, nachdem sie einen Monat wären aber warst, dann kamen sie bald in die Karibieninseln an. Die erste Insel, wo sie nun kamen, die heißt Martinique. Wo sie vorbeischwammten, und den nächsten Tag kamen sie bald an der Insel Dominica an. Bei Dominica hielten sie an und laden frisch mehr Butter ab, auch mehr Eten wurde am Schiff gebracht. Den nächsten Tag seilten sie wieder, aber John will nicht auf dem Schiff rausgelassen worden, dass er an den Kant gehen und das Land besein, sie es viele andere auch deuten. Er muss sich einfach zufriedenstellen, und in der Susan Constant. Von Dominica reisten die Schiffs wieder Norden, wie die Insel von Maria Galanta vorbei in Guadalupe, bis sie dann an die Insel Nevis kamen. Bei Nevis gingen sie alle an Land. Auch John. John freut sich, dass er auch wieder an Land gehen kann. Als er einmal ist an Land wären, dann gingen sie auch wieder auf das Land nach. Sie mussten mit ihrem Massage in Eichsen haken, dass sie durch den Dschungel kamen. Ein kleines Grüppchen von den Männern wird mit ihren Pistolen angestellt, aufzupassen, wann irgendwer wird angegriffen, während die anderen mit ihrem Massage sich durch das Busch hakten. Karibs wurden die Indien genannt, wo sie an der anderen Kant von dieser Insel wohnten, und aber die wären keine Angreifungen der Moran. Als sie schließlich in der Schlucht kamen sie bei einem Waterfall, eine Waterquelle, und da wird dann ausgetragen und sich geschmol gebaut. 3 Monate von Grieset wird der Schmol aufgeschraubt und John freut sich, dass er sich hier auch bauen kann. Als die Gruppe sich gebaut hat, gingen sie 3 nach das Schiff. Als sie 3 gingen,
fing John und Edward Maria Wingfield sich weiter an zu streiten. Das wird so arg, dass als sie erst 3 wären, dann nahm Edward Maria Wingfield den Strang und dreef John dat hij weer am heen für een Verräter zu sein. Zum Glück, du weer noch kluge gehabt, dass John dann nicht gehangen wird. Und da steht, wird an der Träne Susan konstant gebracht und eingestoppt. Saß der, bleiben sie hier am Schab, wie Nevis, und freuen sich, als sie sich würden wieder reisen. In der Zeit, greifen die Männer eine Schildkröte, wo der 220 Pfund schwer war, der wird geschlacht und abgejäten hier auf der Susan Constant. Aber als der Gruppe erst ein Iguana geschoten hat, dann wird durchkriegt der Land getragen und gesagt, die würden sie nicht abheben. John aber muss zustehen, dass der Schildkröte hat schön geschmeckt und er würde gegleicht haben, den Iguana zu schmecken. Von Nevis segelten sie dann wieder Nordwesten, wie die Insel St. Croix, Vix und Puerto Rico vorbei, bis sie dann an der Insel Mona kam, wo zwischen Puerto Rico und Hispaniola war. Wie Mona fuhren die Schiffe waren an Konten an, mal frisches Wasser wird abgeholt und wo Mona ging, ab das Land ab, um Wasser zu jagen. John sagt auch, wie die Mona verschwang und er wünscht sich, er könnte dabei sein. Er wünscht sich, dass er auch gehen mit seiner Pistole und wird jagen. Als die Männer, die wir in jagen gegangen, ganz bedieselt und stolpernd zurückkamen, eine Stunde später, dann wird John das allen dauert, dass er nicht mehr mitgegangen, während er zuhört, was sie alles belebt haben. Sie haben dort nicht reich gerecht, aber over down, wenn sie würden auf der Insel abgehen, würde es so heiß werden und schwell, und sie haben nicht Butter mitgenommen, für das Mehl zu gehen. Kein Butter wird zu fein, hingen wir es zum Trinken, und die Männer werden sehr bosig ausgedreht. Schließlich, wie einer von denen, Edward Brooks, gefallen, und die Männer können nicht tun für ihn, und dann steht sie wieder starfei. Die andere von dieser Gruppe Männer werden auch alle zu schwach und nicht gedreht, dass sie Edward seinen Körper nicht mehr begraben. Sie leiten Edward seinen Körper korrekt allein, wo er war, und das wird die erste Tod auf dieser Reise. Nachdem die Männer Butter getrunken hatten und sich waren mit gefreut, dann segelten sie wieder. Sie hielten noch einmal an, wie dem Insel Monito, wo der letzte war von dieser Karibieninseln. Am 10. April 1607 segelten sie dann wieder, das letzte eng nach Virginia. Die Maut von diesen Männern, die fing an, heicher zu gehen, während sie auf der letzten eng waren. Die lange Reise von den Atlantischen Ozean, die wir nie bald hängen. 4 Tage, nachdem sie waren auf der Reise waren, fängt der Sturm an. Einmal Windschaft wartet, während sie durch die Kant bei Florida vorbeisegelten. Kapitän Newport hofft, dass sie würden dort keinen uit den Stich fahren, aber das gleicht wir nicht an Erde sieht. John kickt zu, wie die Wolken schwarzer werden, am Eng von den Himmel. Das wird immer ernster, solange bis das mitten im Tag so dunkel wird, als wenn es ganz den Abend wäre. Für den nächsten Weg wippt der Sturm das Meer ab und kloppt an die Schäpen an. Große Wellen kommen fern über das Schiff über und spielt einige von den wertvollen Dingen rauf. Die meisten auf das Schiff werden sehr krank, aber nicht John. Und deswegen war John Smith abgeraubt, dass er soll Kapitän Newport helfen, Susan Constant zu segeln. Nur einen Weg kickt John zu, wo Kapitän Newport das Wasser meten dort, zum sein bedeutet ungeehrt wir. Die Antwort wir verrieten, dass wir noch über 120 Meter deep. Die einzige Antwort, was Kapitän Newport von dort kriegt, dass der Wind hat und wieder 3 auf das Meer abgeschoben. Dass wir allmählich für Kapitän Newport kriegte weiten, wo sie wären, sei einfach bloß den Order im westlichen Land zu segeln. Er erklärt, dass diesen Weg, da würden sie euer Lothar und Nordamerika mal ankommen. Wenn sie dann nicht würden Land sein können, da würden sie von dort Süden oder Norden segeln, um bei Chesapeake Bay zu kommen. Nachdem sie für 3 Tage gesegelt hatten im Nordwesten Land und immer wir noch kein Land zu sein, dann rief Kapitän Newport die anderen 2 Kapitäns von der anderen Schiff auf der Susan Constant ab, um eine Meeting zu halten. Kapitän John Radcliffe von der Discovery meint, dass sie sollen 3 nach England segeln, um frisch Tobe hier abzuladen und dann frisch anzufangen in Virginia.
Ne ganze Reihe von den Männern von der Susan Constant wir mit am Met verstimmt. Kapitän Newport wie sich aber gleich sicher, dass dort würde Beste sein, was zu tun. Du wirst nicht mehr andere Männer, die bloß wollen wiedersehen, und John Smith wie einer von denen. John meint, dass wenn sie 3 seilten nach England, dann würden eine ganze Reihe von ihnen das nächste Mal auch nicht mehr zählen. Bei einem Menschen wird dann Matten gesagt, und alles war 3 eingestellt, und dort würde eine ganze Zeit brauchen, bis sie dann nicht wahr würden 3 hierher kommen. Und danach die Männer, die hadden Geld in dit angesteckt, die würden nicht sehr mutig sein, wenn sie 3 kamen, ohne dass sie hadden nicht ein bisschen Dollar gebraucht, nur Amerika zu fahren. Und dort wird noch nicht mal geteilt, dass einige von den Männern nicht würden vielleicht mit einmal Geld tragen von der Company von London. Zum 7 Point noch klar merken, sie John noch dead. Die von jünd, wo die nur wollen gehen, sind Angsthosen. Sogar die uitgenommene Männer in Autumn Empire, wat ich bejehend, wie mehr Männer als je. Dort sieht John, zum Teil wollte wollen fahren, einmal fein ut zu grenzen. Und das hat geschafft. Nur dem Kapitän Newport wieder mit über neu gedacht hat, dann wir sich einig, sie würden wieder reisen in Nordamerika. Mehrere Männer von ab der Susan Constant werden eingeeuert über die Bemerkung, was John gemerkt hat, und Kapitän Radcliffe sagt, dass er 3 Absehenschappen abkam. Zumeist seilten sie wieder gleich im Westen an. Sie kamen aber gleich sehr weit, aber ein großer Sturm war über ihnen kam. Zum Glück der Sturm hielt bloß einen Tag an. Aber anstatt dass sie probten wiederzukommen, Kapitän Newport sagt, sie sollen ihre Seilten bis rauf und dann leiten sie sich mit dem Sturm an und treiben. Danach, als sie in ihr Hängenbar nankropen, zum Schlucken, wundert John, was morgen alles wird bringen. Der nächste Sommer ist April 26 in 1607, dann wirkt John ab, als er hier würde gebrüllt wird. Land! John krummt uit zijn bad uit en spoot zich bovenop de trappen ab. Kapitän Newport, wie ook bij zich napgekomen, zum sein, wat da alles te zijn weer. Die zijn aan de hinterkant ernt. Kijkt John zo weit als hij kan, en je neef nog. Hij kan Land zijn. 116 Luther, von wat sie wären von London losgereist, wären sie bei Nordamerika angekommen. Dat is een Hofinsel. Hier John Kapitän Newport roepen van de Hecher wo hij stond. Met een breiter Welt. Alle wären ze luden juchten. En al die Troubles wat ze op de trap hadden, schmalten weg für een Stötzje. Sie wären bei Nordamerika gekommen. En nu weer dat tijd eine neue Kolonie abzustellen. Das traf sich dann so, dass das Land, was sie sein können, das wir der Kant von Virginia. Das geht nicht sehr lang. Dann seilten diese 3 Schiffe in Chesapeake Bay an, wo sie dann an den Kontinent kamen. Und sie nannten dort Cape Henry, zu der Ehe von den Königsseen einsehen. Sie hatten eine Gruppe gewählt, was das erste wird an Land gehen, und du bist nicht einer von denen, sei der Jung, was Kapitän John dort sein kam. John wird warten auf der Susan Constant bleiben. John jammeriert. Am verfehlt das nicht. Dort abgeredet von Landfang wie Säuerbild verschwang. Und der Männer von der Trap hatten entschlossen, John wird im Trap eingestoppt bleiben. Wenn John dort auch rennend nicht gefallen, hat sich entschlossen, dass er wird geduldig dort auflernen. Er wird sich ganz sicher, dass meistbald, da würden die ohne eng sein, in seine Klugheit brauchen. Nach der Boots werden im Wasser angeladen, und 30 Männer stehen dann ab, zum ganz bei der Kant schwammen. John stand an der Kant und kijkt, was da wird passieren, wenn der Schweden an das Land nankommen. Die Männer, die drum John standen, hatten auch ihre Gedei. Die Indians, die waren voets angerieben, wenn die erst waren ab das Land sein. Ein anderer Mann meint aber, dass die Indians, die würden warm abnehmen und in ihre Staaten anladen, wo da von Goldgebiet wäre. Mit so die Azteken, wo die ersten Spanier wären angereist, als die wären in Mexiko gekommen. Noch ein anderer meint aber, wilde Tiere, die als sie noch niemals gesehen hatten, würden die angerieben, wenn die erst würden ab Land sein. Da kommen sie ran, das kein von das wir so. Als sie erst bald an der Kant wären, stücken sie ihre Rudern
Am Sonntag drehten sich en wijfelden ne end. Dan zag hij, we predje hand en gebed daar. Ohne Twijfel dacht hij, we de predje danken, dat zij weer in ganz Bad Virginia gekommen, bloß ein Leben verloren te haben. Als dat gebed immer weer, dan verschwang de Mann in den dichten Wilden, wat meest ganz Bad onderkant Wutter kwam. Alle op de Susan Constant fing an te leren, wat de Mann würden terugkommen. Als de Mann dann ist terugkwam, dann stößen sie ab nach Wutter. John kneipt seine Augen hoftau en kijkt, wat hij would zijn kan. Hij zag, wo flitsbeus bij de Mann erf kap voorbijvlogen, als zij boven zich in ihre bootsnen stehen en terugschwammen. Kapitein Newport en ook een andere zielten met ihre pistolen en schoten hem wild an. Dan zag John noch einmal ein Härtje flitsbeus en ein von den Mannen ab dat Boot, wat dat nutzt in dem Land weer, schrie ihn ab. John kijkt sehr vorsichtig toe, als de Boots trainere grote schakkelten en als ze aankwam, halpten ze de alle over de kant over op de grote schap ab. Twee mannen, Gabriel Archer en Matthew Morton, werden verwundet von der kleinen Gruppe Indians. Gabriel had in jeder Hand einen Spieß en Matthew had einen durch den Bug. De dokters van op de schap merken op dem Deck schwinn wat reit, wo sie diese Mannen halten. Die Mannen waren mit Schnaps gegeft, am End zu beruhigen, und dann werden die Spießen rückgenommen. Als die Wunden dann erst geflecht werden, und die Sonne will zu oben angehen, dann wird ab jeder Schap wem eingestellt, wo du wird abpassen, wenn die Indians ihre Canoes würden einmal ankommen. Das bedrängte Fall verschwang, als Kapitän Newport mit seinen Kosten ab dem Schap abkam, wo er die Papiere hat, worop beschrieben wird, was sie sollen tun, wenn sie erst würden in Virginia ankommen. John mögt auch ein Teken zu der anderen Badschap, dass sie sollen so viel von ihren Männern als sie können, ab der Susan Constant ab, und sie kommen aus einer großen Gruppe taub. Alle Augen werden ab den Kapitän Newport, als er die das aufmögt und dort rücken, was du ben wir. Er kijkt dort bei sich über, und dann fängt er an zu lesen, was er schreibt. James, bei der Gnut von Gott, König von England, Scotland, France und Ireland, Verteidiger von den Glauben, für uns, unsere Orben und Nachfolger, geben Freiheit und sind mit einverstanden, dass Herr Thomas Gates, Herr George Summers, Richard Haklett und Edward Maria Wingfield, Unternehmungsmänner von der City of London Company und all die anderen, die da sind, oder noch worden sind, soll die erste Company genannt werden. Und die sollen und können ihre erste Gottes anplanten in Hisabien, ab eine Stadt in Virginia oder Amerika, wo sie glauben, wo das gutlich ist und gemütlich, und die sollen all dort Land haben, Wald, Erd, Grund, Ankerplatz, Hoves, Riefasch, Minen, Mineralen, Sampen, Wutasch, Faschings, Wohr, in all den Räumen von 50 Meilen im Westen von der Kant bei Virginia in Amerika. Jeden Westen und Südwesten war immer der Kant durchlicht. In den Inseln beinahe 100 Meilen, was kriegt jeden über entleihen. In Zellen kann du wohnen, in du bühen, in Zellen kann hieße bühen, beinahe ihre Tienings, war immer der Oberste von der Kolonie dort Gott besein. Und dort keiner so Freiheit haben, bitte kommt von der Kolonie zu bühen, in Lohn zu haben, bitte du hast die Freiheit von der Oberste von der Kolonie, und dort ist abgeschrieben. Dann wird du noch ein Dokument, wo du wir beigelegt von der Virginia Company, die 7 Männer, wo du sollen die Kolonie ran. Die ersten 3 Nummers, die werden ganz leicht heute denken. Kapitän Christopher Newport, Kapitän Bartholomew Gosnold und Kapitän John Radcliffe. Nur diese 3 Nummers kommen andere 3 Nummers, wo du die höchste Männer wären in dieser Gruppe. George Kendall, John Martin und die Virginia Company, ihr letzter, wo du hat Geld neigetold, Edward Maria Wingfield. Dort leid bloß noch ein Name für Kapitän Newport zu lesen. Und dort wird John Smith. John kijkt nicht schaftig, aber er wird die gleich dann zu lachen. Ne ganze Reihe hat ihm ausgegrinst auf das Schab, und nu wie er ein von den 7,
wat we de Kolonie leiden. Kapitän Newport seht nicht. En da steht, hij los bloß wieder. Die Anweisungen von Virginia Company von London. Dort wir so in Einzelheiten beschrieben, dort sogar verschlug, wo sie sollen ihre Kolonie abstellen, sodass sie all dort, was auf dem Schiff wir, nicht dürfen sie sehr weit drehen. Und alles würden sie dann dicht bei haben. Ihre Kolonie soll wenigstens 10 Meilen am Land ab sein, sodass die Spanier endlich würden sie leicht angreifen. Die Beschreibungen geben ihnen auch Freiheit, dass sie können dort kleinste Schiff für sich selbst holen, die Discovery. Die anderen 2 Schiffe, die sollen überfall gelot, maar wat immer sie für wahr würden fing in Virginia. Die Company hofft, dass dort wird vielleicht Gold sein, oder sei diere Steine. Du wirst beschrieben, dass sie sollen kurz 40 Monate abstellen, wo du sollen den Pazifischen Ozean segnen. Wegen nur ihrem Verständnis, dann wir Nordamerika vielleicht nicht viel grater als 100 Meilen. Und bald auch geschrieben, dass sie sollen die Indians nicht da merken, sondern sie sollen viel lieber sein mit den Tischerien zu vertrieben und hoffentlich zu gewinnen und dort würden Christen geben. Die letzte Beschreibung wäre noch, dass keiner soll von der Kolonie raufgehen, ohne dass der Präsident oder der Oberste davon wüssten. Und der Post, was in England geschickt worden, wird erst gelesen worden, sodass nicht negative Nachrichten für England geschickt werden. Die Menschheit in England soll nicht entmutigt werden, aber wo die Kolonie hier so wiederkam in Amerika. John hat nicht sehr geschlucken danach. Und Doyle Frauen drehten in seinen Kopf. Würden die Indians wachgegrüllt sein von den paar Schuss, was sie geschossen hatten, oder würden sie sich bloß noch mehr Indians holen, während sie auch gleich gehabt hatten, 2 Stück zu verwunden mit ihren steinernen Spießen? Würde die Kolonie überleben? Oder würde diese Kolonie auch verschwinden, so ist die Kolonie wie Roanoke Island 17 Jahre 3. Oder würden sie dort gemerkt worden, falls sie verhebt können eine Kolonie abstellen, und ihre dort die Körper würden du lehen als eine Warnung für andere, was hier würden wollen eine Kolonie abstellen. Und wenn diese Kolonie auch wird überleben und die Indians würden ihren Tag lassen, würden sie keinen Tub schaffen, sodass sie können eine Kolonie bauen, wo der Wort Eten produziert, dass sie würden überleben können, so weit auf von England. John dreht seine Gedanken dann nach andere Dinge. Würde heute kann seine rechte Stellung annehmen als einer von den 7, oder würden sie Antwort für Stunden fertig geben, sodass heute gut wird kann. Heute wisst dort, dass heute können diese Fragen gerade nicht beantworten. Heute wisst dort, alle würden sie einfach bis mal lernen und sehen, was da wird passieren. Die nächste Mal ist, wird dort kurz klar, dass die andere saß, hat eine Meeting gehabt, ohne Arm, und dort wir eine Entscheidung gemerkt worden. Sie hatten Edward Maria Wingfield als ihren Präsident gewählt, und Wingfield hat ein Fußdenken gehalten, dass die Kolonie muss Futzen steht sehen, wo sie würden kämpfen, zu derselben Zeit nur den Pazifischen Ozean sehen, und so viel Schatze, als sie würden fängen, zum Trainen England schauen. Die Virginia Company von London wird dort gemerkt, zum Geld verdienen, und die, was Geld da hatten angeteilt, würden Futzwellen ne Ankommen sein. Zum dit sein zu bescheiden, werden all die, was du schaffen können, in 2 Gruppen geteilt. 25 von ihnen würden in NATO Boot stellen, was sie in Beta ab der Susan Constant hatten mitgebracht, ein Boot, was du ab flaches Butter schwammen können. In 50 Männer würden zu Fuß ab das Land abgehen, dort sein zu untersuchen. Weiter wird John geordert, ab der Susan Constant zu bleiben. Dort merkt John Sawyer, wenn heute die geradste Väter, wird hier in dieser Gruppe wir, für wann die Indians mit einmal sollen angreifen. Das nimmt sich so rum, dass die, was am Land abgegangen wären, als die zurückkamen, vertelten von, dass sie hatten ein Vierki gefangen, was dann noch ganz frisch wäre, wo Muscheln wären, waren red gemerkt zum Eten, und hatten dort Vierki über Blisstag geladen, wären wachgerannt, als sie gehört hatten, dort der Weg kam. Dort wäre dicht Bieste, was diese Gruppe Männer nicht mit den Indians zu tun gehabt hat. Aber die nächsten 2 Wege wird John $1 angeordert,
über so es heu hier leben muss. Grüppjes von Männer verleuten ihre Kolonie immer weiter en ging wieder op dat land ab, tim dat te bezien. Ook längs dem Butter ging zij, wie Chesapeake Bay. Aber John wir nicht ein von die. Wenn heu auch einer von die wir, wollte soll halt Entscheidungen merken, wir heu festgenommen. Wara, kam de Gruppe Männer drei und vertelten von, wo sie hadden in den Darbe gesehen, schmucke, graute Bäume, und John sag aber nicht von dort. Den 13. Mai 1607, dann entscheiden die andere Saßmänner, wo die neue Koloniekrieg gebiet worden soll. Die Stier, die wir ungefähr 30 Meilen auf dem Land ab, wie eine Hofinsel, längs den River, was sie nannten James River, zu der Ehe von den König James. Die Stadt entscheiden sie, James Stadt zu nennen, auch zu der Ehe für den König. Das Land hat zwei gute Dinge. Ein dort wir man eine schmale Strip Erd, von wo sie dann ab können, da meint, die können sich viel leichter verteidigen, wenn wer wird angegriffen. Und dort Wutter, wo der Römer wir, dort wir so viel Deib, dass die Schabs dich bekommen können, so dass dann können wir da aufgelöst werden. Schließlich werden alle Hängen neurig, durch Hand zu tragen. John wird losgelassen von seinen Gefangenheit, so dass er dann auch soll haben, das Schab aufladen, Salz abstellen, in dat land rijdt meer. Während er aufgeloot wordt, proeft John zeer ivrig te denken, wat hij bloß moet kunnen doen. Toen de andere mannen waren te gewaan, dat die hem worden loslaten, en ook zijn recht te steer aannemen, als einer von den 7, wat deze kolonie wordt regeren.